Herzlich willkommen zur 4. Session von Lootcast. Yasin, ich habe eine Frage für dich. Erzähl. Was ist dein Lieblingsgemüse? Gurke. Gurke? 100% ja. Sorry, habe gespritzt. Fabu, Lieblingsgemüse? Peperoni auch. Oder Zwiebeln. Oder Zugetti. Peperoni. Ich kenne mich nicht so aus mit Gemüse. Okay. Tomaten vielleicht. Safe. Okay, gut, dann nehmen wir Tomaten. Wir nehmen Tomaten. Tomaten. Okay. Was ich geil finde, ist Spinat. Okay, auch nicht Finde schlecht. ich richtig geil. So ein richtig geiler Rahmspinat. Aber Rahmspinat, das ist die ungesunde Form Oh ja. von Spinat. Okay. Oh ja. Richtig geil. Yes, wir finden sie zusammen. Tommy, du hast das erste Thema. Schieß los. Noch schnell vorher, einfach noch schnell als Hinweis. Wir sind immer noch undercover unterwegs, gell? Wir sind ein Spiel am Spielen. Jeder von uns hat eine Mission bekommen von jemand anderem. Könnt auch mal zuhören und schauen, ob ihr bemerkt, was die Mission war. Aber jetzt geht es um mein Thema. Und das ist, ich habe ein Spiel mitgebracht für euch, für uns, für euch vor allem. Und das heisst «Shut up and take my money!» Frei nach einem Meme aus Futurama. Okay. Okay, und es geht folgendermaßen. Wir spielen das schnell. Es geht um Schnelligkeit und wir spielen es vor allem auch fertig, nur dann ist es lustig. Wir schauen uns die Liste von grossen Games an, die in diesem Jahr 2018 werden rauskommen. Ja. Alles klar soweit? Ihr bekommt von mir ein Budget von 390 Franken für das Jahr. Das ist euer Gaming-Budget für Kann ich das alles Jahr. kaufen, was rauskommt? Einfach alles für den PC kaufen. Das kommt günstiger. Das ist auch eine Taktik. Jar. Darf man warten, bis Steam Sales sind? Nein, Ah. nicht warten. Geht entscheiden. Und nicht Occasion kaufen. Fabi. Nicht Occasion kaufen, genau. Also, daheim hat er natürlich einen PC, einen PS4 Pro, Xbox One X und einen Switch. Der hat also alle Plattformen. Geil. Von dem her, aber im Gaming-Budget für Games seid ihr ein bisschen eingeschränkt. Wir gehen die Liste chronologisch durch und immer wenn ich ein Game nenne und den Preis zu diesem Game, müsst ihr entscheiden, ob ihr das kaufen wollt oder nicht. Wie bist du auf 390 Franken gekommen? Ich habe es getestet daheim, was der beste Betrag ist, um euch zu leiden. Aha. Ah! Und die Krux ist natürlich, ihr wisst nicht auswendig, was noch alles wird kommen in diesem Jahr, aber ich weiss es. Ja. Sobald ihr ein Game gekauft habt, könnt ihr es mir nicht mehr zurückgeben. Es gibt keinen Umtausch bei mir, ich bin nicht GameStop. Was ihr könnt machen, ist, wenn ihr am Schluss zum Beispiel nur noch 50 Franken übrig habt, aber es noch ein Game rauskommt, das 80 Franken ist, könnt ihr jemanden von euch fragen, ob ihr das Game abkaufen wollt, das ihr schon mal gekauft habt. Das ist anders. Wenn ihr das andere unbedingt haben wollt. Okay. Natürlich für einen kleineren Preis. Dürfen wir wissen, wie viele Games das Nein, das dürft ihr absolut nicht wissen. Gott. Oh, okay. Wie gewinne ich? Du gewinnst nicht, du musst einfach am Schluss mit deiner Liste zufrieden sein. Aha, Also das heisst, du und- sagst das Game, Konsole Preis. und Preis pro Genau. Konsole. Nein, es ist ein allgemeiner Preis. Wir Okay. tun nicht auf Konsolen, genau. Okay. Und wir sollen einfach Game-Titel aufschreiben. Genau, wenn ihr eins gekauft habt und das Budget auf eurem Zettel abziehen, so viel wie es gekostet hat. Okay. Und ich werde immer zuerst nur den Titel sagen und der, der es kaufen will, muss «Shut up and take my money» ins Mikrofon schreien. Also darfst du nur einen kaufen? Nein, es dürfen es alle kaufen. Okay. Und der, der es kauft, der muss den anderen erzählen, wieso dass sie dumm sind und dass sie das Game nicht gekauft haben. Wenn niemand etwas sagt, dann probiere ich euch zu überzeugen, wieso dass das vielleicht kaufen solltet. Okay. Alles klar soweit? Okay. Ja, nicht. Also gut. Dann fangen wir an. Im Januar, Ach Gott. Okay. am 26. Januar, mit Monster Hunter World. Für PC, PS4, Xbox für 70 Franken. No. Nein. No. Nur 70 Franken, Mann. Ich habe kein Führungsleben für Monster Hunter, sorry. Ich wollte jetzt hören, was der Tommy dazu sagen hat. Das Action-RPG aus Japan. Nein, ich habe mit das bei der E3 gesehen, habe ich das so nicht geil gefunden. Das ich erste finde es Mal schon richtig geil. Open World. Das erste Mal Wow. richtig für den Westen optimiert. Das könnt ihr nicht verpassen. Es ist Wenn schon geil, jedes aber Mal, du wo brauchst einfach irgendjemand richtig Open World gesagt hat, eine Franken bekommen, dann wäre ich jetzt reich. Also ich denke, das ist das neue WoW und WoW spielst du einfach nur, wenn du kein Leben hast und so Monster Hunter. Du musst so viel Zeit Trigger. investieren. Also gut, dann gehen wir weiter in Februar. Am 20. Nein, vorher. Es kommt vorher noch. Nichts. Ich habe hier nur die grossen Games genommen, die grossen AAA-Games, wo jeder darüber reden, nicht die komischen Indie-Games, die niemand interessieren. Dragon Ball Fighter Z? Das ist ein komisches Indie-Game, das niemand interessiert. The fuck? Es ist nicht auf der Liste. Hey. Ich bin ein Shop, ich muss ein bisschen schauen, was ich kaufe und was nicht. Okay. Also, Februar, 20. Metal Gear Survive für PS4 und Xbox nur 50 Franken.
Nope. Nein. Seitdem, dass der Hideo Kojima nicht mehr dabei ist, macht es auch nicht mehr so viel an. Kommt jetzt, wer braucht der Hideo Kojima, Mann? Alle? Metal Gear braucht Hideo Kojima. Ey, ja. du hast Wurmlöcher, alternative Timelines und Zombies. Ohne Oh Hideo Gott, Kojima. Für nur Hat 50 es einen Franken, Trailer gehabt Alter. von dem? Hat es einen Trailer gegeben von dem? Es hat einen Trailer gegeben. Ich habe ihn zum Glück nicht gesehen. Zum Glück. Nope. Ich wäre mit all diesen Stichwörtern komplett einverstanden. Wenn Hideo wenn Kojima. Hideo Kojima wird drunter stehen und ich wüsste, da ist eine fähige Person dahinter, die das irgendwie geil wird verknüpfen. Aber so nicht. Also gut, dann gehen wir halt weiter. Im März, am 20. Sea of Thieves für Xbox. 70 Franken. Warte, du hast Dragon Ball Z nicht getroffen, Nein, ich habe es nicht drauf. aber Sea of Thieves. Sea of Thieves wird riesig, ich sag's dir. Das ist doch jetzt in der Alpha auf Steam und so. Das wird doch von allen jetzt gespielt, nicht? Ich weiss es nicht, ob das jetzt irgendwo frei zugänglich ist, aber es ist von den legendären Entwicklern von Rare, die zu Nintendo 64-Seiten so Klassiker wie GoldenEye haben rausgebracht. Es ist ein Open-World-Piratenspiel, Ah, nein, wo das du ist im nicht Coop-Modus mit Ein Franken mehr. Hä? Ein Franken mehr, weil du Open World hast gesehen. Du kannst mit deinen Piratenkollegen neue Welten entdecken und Piraten plündern, Schätze finden. Niemand. 70 Franken nur. Tommy, wenn es so weitergeht, gehe ich mit 390 Stutz. Warte nur. 23. März, A Way Out, PS4, Xbox, nur 40 Franken. Shut up and take my money. Wieso? Ich finde es recht geil. Also ich habe nur Trails gesehen bis jetzt. Und der eine Dude, es geht ja um die zwei Gefangenen, die ausbrechen. Aus dem Gefängnis ausbrechen. Und du musst ja. ein Koop spielen, oder? Genau. Du Shut up hast and take gar, my money. du hast gar keine andere Wahl. 40 Stutz? 40 Stutz nur, ja? Krass, gell? Für Konsole, was ist es? PS4 und Xbox. Gottverdammt, ja. Und du kannst, wenn jemand das Game kauft, also ich kaufe das Game, Ja. kann ich es aber gleich mit dir online spielen, obwohl es du nicht hast. Oh, das ist ja mal geil. Alter, 40 Stutz, 40 du kannst Stutz. teilen. Ja. Also Das der, ist- Von Aber welcher dafür geht es noch Elektrik 2 ist Stunden. das? Oder? ich weiß nicht, wie der Entwickler heisst, aber der Typ dahinter ist der Joseph Ferris, Okay, Das big ist der, wo- Shoutout to him. wo durchgedreht ist bei den Video Game Awards, wo er gesagt hat, fuck die Oscars. Genau. Das ist der Typ. Okay. Wer kann das jemals vergessen? Also, wenn ihr euch das Game kauft, schreibt das Budget auf und schreibt das Game auf und Wie dann gehen wir hat's weiter. A Way Out. A Way Out. Nein, Der ich nicht für finde, dich. Nein. auch wenn du das Game selber nicht hättest. Es ist verdammt geil. Ja, aber ich muss sie nicht kaufen. Du hure Parasit. Ja, wirklich. Also gehen wir weiter. Am 23. März Ni no Kuni 2 für PC und PS4, 80 Franken. Fuck. Um was geht's da? Erst wenn ich es 1 gespielt habe, das wollte ich noch spielen. Okay. Sollen wir schnell einen sagen, was? Anime JRPG von Level 5, wo bekannt sind für ihre genialen RPGs mit Art Design von einem Typ von Studio Ghibli, Ja. wo die schönen Animes machen. Ja, ja. Wunderschönes Spiel. Okay. Nicht mehr? 80 Franken. Too much. Okay. Dann am 27. vielleicht, 27. März Far Cry 5. PS4, Xbox für 70 Franken nur. Shut up and take my money. Okay, wieso? Warte kurz, Jasmin, hast du nicht mal Far Cry 3 gewonnen und immer noch nicht angespielt? True. Shame, shame. Aber weil ich für PS3 habe gewonnen, es hat mich verdammt angeschissen, weil mein Bruder spielt immer auf der PS3. Sie ist mittlerweile kaputt, leider. Aber auch die Harddisk ist einfach voll und es hat mich angeschissen, irgendein Game von ihm zu löschen, für das ich Far Cry 3 Game drauf habe. Item. Ich nehme es eigentlich nur wegen dem Entwickler. Wer ist der Entwickler? Der Entwickler ist Crysis. Crytek. Crytek, genau. Von Deutschland. Von Deutschland. Weil es Türken sind. Auch, Ja, Okay. Die Erli-Brüder. genau. Ich habe noch, Ist es wirklich Türken? Ja, also Okay. Deutsch-Türken. ich habe noch das Crysis unterschriebenes Turko-Germanen. A4 Bild daheim. Geil. Das Und jetzt in nicht Amerika, losgebracht. oder? In Amerika, genau. Es Das ist erste so eine Sekte. Es spielt mit aktuellen Themen, so die crazy Amerikaner, die... Ja, so übel Rednecks und so shit. genau. Wow. Von dem her Oh. interessant. Also wir gehen weiter und jetzt gehen wir nicht mehr streng chronologisch, weil die Games, die jetzt werden kommen, haben kein konkretes Release-Datum. Und wir kommen in die erste Hälfte von 2018 ganz allgemein. Und dort kommt das Game raus, das erste Mal höre ich davon jetzt, Red Dead Redemption 2. Ja. PS4, Shut erste up. Mal. Shut up and take my money. 80 Franken. Oh Gott, ey. Zweimal? Echt, du nicht? Stutz. Nein, aber... The fuck? Ich habe halt zuerst noch nicht gezockt. Und Du musst es nicht zocken. das heisst. ich kann aus Wieso meiner nicht? Natur aus nicht Hä? anders als Wieso nicht? chronologisch vorgehen. Also,
Weil es nicht gut war, oder? Nein, aber damit es 2... Jack, aha, ja. Genau, musst du eins nicht gespielt haben. Okay. Absolut nicht. Aber hast du das Eis? Nein, eben nicht. Ich Willst du habe es es nie auslehnen? gezockt. Ich würde es sehr gerne mal auslehnen. Also ich habe es für PS3, aber es gibt immer noch nice. Ich habe auch noch PS3. Eben. Also ich bringe das mal. Safe to say. Perfekt. Also, dann gehen wir weiter. Auch erste Hälfte 2018, Days Gone für PS4. Shut up and take my money. Der ist der E3-Trailer einfach der Shit gewesen. Kannst du sagen, wieso? Das Gameplay, ja, es ist ein Hin und Her. Eigentlich finde ich so das Zombie-Genre ein bisschen ausgelutscht. Und andererseits gibt es ein paar Games, und ein anderes Game kommt ganz sicher noch heute. Weiss nicht welches. Nein, ich weiß auch nicht welches. Machen es Hennen gut. Und eben auch das Survival hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und einfach das erste Gameplay, das sie dort angezockt haben, wo dann am Schluss auch noch der Zombie-Bär kommt, Ja, das hat geil mich gewesen. von den Socken gehauen. Das habe ich wirklich geil gefunden. Aber was ist da am Game anders als die üblichen Zombie-Games? Wahrscheinlich nicht viel. Es ist einfach gut gemacht. Okay. Es Und es hat scheint ein Horde bisschen von danach, Zombies. dass es auch eine Story hat, die cool könnte sein. Ja. Und das ist Könnte das, cool was sein. ich auch sehr, sehr cool finde. Also Wie viel kostet 80 Franken ist das gewesen. Dann gehen wir weiter zu Crackdown 3 für Xbox für 70 Franken. Ernsthaft, Dragon Ball nicht... Crackdown 3, 70 Franken. Open World, du. Voll zerstörbar, Sandbox. Schnelles Actionspiel, so Superheldenkräfte hat der Single- und Multiplayer. Alles, was man haben will aus einem Game, oder nicht? Will es niemand haben? No. Nein. Gut, dann gehen wir halt weiter. Zu einem Spiel, das heisst Detroit Become Human Ja, für shut up and take my PS4. money. 80 Franken. Wieso? Ich kaufe so zweimal. Wow. Wieso? Hauptsache auch noch weg. Nein. Wieso? Weil ich Heavy Rain schon mega geil gefunden habe. Von der Heavy gleichen Rain... Entwickler? Hä? Von der gleichen Entwickler? Ja, Quantic Dream. Okay, nicht gewusst. Und nachher Beyond Two Souls mit Alan Page, schon von Quantic Dream. Vom David Cage, der Director, Producer, weiss ich was alles ist. Und die Geschichte schreibt und meistens auch noch irgendwo selber drin mitspielt. Okay. Fahrenheit ist auch von ihm. Und es geht ganz grundsätzlich Androiden gegen Menschen, Zusammenleben gegen... Ja, es hat ja mal die Tech-Demo gegeben, die PS3 Tech-Demo, die heisst Kara, Mhm. wo eigentlich nur eine Tech-Demo hätte sollen sein. Ja. Und zuerst haben sie gesagt, nein, das hat nichts mit einem aktuellen Spiel zu tun, das wir entwickeln. Und irgendwie haben sie trotzdem angefangen, glaube ich, so das Feedback einfach so immens gut war. Mhm. Weil dort sieht man, wie eben so ein Android zusammengesetzt wird und plötzlich Gefühl bekommt. Mhm. Und nachher experimentieren sie ein bisschen mit dem. Und jetzt hat es eben wirklich ein Game geben, wo eben wieder wie Heavy Rain und Beyond und Fahrenheit so ein bisschen die richtig interaktiven Filme geht mit Quicktime-Events, mit Entscheidungen, die Einfluss haben. Und sie haben schon mal, das Einzige, was ich bis jetzt dazu gesehen habe, sie haben schon mal eine kleine Demo gezeigt, wo so ein Fall war, wo ein kleines Mädchen als Geisel gehalten wird. Und nachher haben sie gezeigt, wie viele verschiedene Möglichkeiten es jetzt in dieser Situation gibt für den Android, wo die Situation muss lösen muss. Mhm. Also, dass du das Kind kannst verlieren kannst, das kann dazu führen, dass du selber stirbst, dass der Bösewicht stirbt. Mhm. Und es gibt irgendwie dort noch schon 5 verschiedene mögliche Ausgänge und das gibt es halt nachher bei jeder Situation x mögliche Ausgänge. Und das einfach eine extrem verzweigte Geschichte. Und Okay. Wir müssen leider weitermachen, wir haben noch ein paar Games vor uns. Schreib es dir Detroit. bitte auf für 80 Franken. ah ja, sorry. Nicht vergessen. Zweimal. Okay. Ja. Zweimal? Du hast es gesagt, schreib es dir zweimal auf. Scheißegal. Du Also. schenkst mir eins. Als nächstes kommt Vampire für PC, PS4, Xbox nur 60 Franken. No. Nee. Doch, ja, da. Shut up and take my money. Okay, wieso? Weil es von Don't Not ist. Mhm. Was Denen, hat er gemacht? die Aha. Life is Strange Aha. gemacht haben und Remember Me haben sie gemacht. Wollt ihr es vielleicht gleich kaufen? Nein. Nein, ich mache es spielt wie ich es Im bei... viktorianischen London, oder? Genau, Ja. London vom 20. Jahrhundert, du bist ein Vampir Ja. und jede Aktion, die du hast, hat Konsequenzen. Das heisst, wenn du jemanden gehst, auszugehen, wird es irgendeine Konsequenz haben. Also du spielst einen Arzt, das ist ja noch das Geile. Du spielst einen Arzt und musst die ganzen Leute umbringen, um die Blutdurst zu stillen. Kommt man, das könnt ihr euch nicht lange Das gehen. klingt schon recht geil. 60 Franken nur. Goddammit, es legt mir einfach kein Angstgame. Komm jetzt. Nein, ich kann es...
Ich mache es wie Gang, weißt du, ich warte ein halbes Jahr, dann nehme ich es in den 1. Februar oder so. Also gut, dann gehen wir weiter zu God of War für PS4. Shut up and take my money. Shut up and take my money. Aber jetzt, was sind wir jetzt? In Ja, welchem Monat? das können wir noch ein paar. Oh Gott, Wieso Shut up and take my money? Kannst du das sagen? Ja, God of War, so ziemlich alles, bis auf die Special-Ausgaben, habe ich eigentlich alles gegeben und ich finde es einfach so richtig awesome, wie sie die griechische Mythologie einbauen und wie du eigentlich götterfett bist. Und jetzt ist es die nordische Mythologie, so wie ich das mitbekommen habe. Oder? Das ist gut möglich. Ich weiss es gar nicht. Spoiler! Nein, ich glaube, es ist kein Spoiler, aber umso besser. Also Bis gut. jetzt haben sie es gut gemacht. Ja, also du hast es gekauft, du? Ich habe es auch gekauft. Du hast es auch gekauft. Es lässt sich wieder abbrechen auf einen geilen E3. Geiler Trailer, das macht sehr viel aus. Das ist wirklich krass. Und auch wieder, und das realisiere ich jetzt langsam, Ich hoffe es nicht. Nein, ja, du hast es gekauft, du hast es Geld gegeben. gesagt. Du hast es aufgeschrieben. das realisiere ich jetzt langsam, dass ich glaube, wenn ich ein bisschen das Gefühl habe, dass ein Game eine geile Story kann haben, dann bin ich hin und Das weg. ist safe. Und das bestätigt auch die Games, die ich bis jetzt gekauft habe. Können wir jetzt noch Games, die teuer sind? Ja. Vielleicht. Wir gehen nämlich weiter zu Jurassic World Evolution No. für PC, PS4 und Xbox, 70 Franken. No. Die könnt euren eigenen Jurassic Park bauen, Mann. Yeah. Und Dinos kreuzen. Hat es das nicht schon gegeben? Nein, nicht so geil. Dinos Nicht so Kreuz. geil. Ist dann für mich wie irgendwie Rollercoaster Tycoon. Ja, aber genau. Ist es so, ja? Nur mit Dinos. Die Oh. Und noch so ein bisschen ausbrechen. Spore ist auch noch drin. Ist Spore, es? kennt ihr? Nein. Ja. Nein, ich denke nur, wenn du sagst von Kreuzen, oder? Es ist Aha, ja, nein, nicht direkt, aber so. Gut, Gut, genau also. 3 Tage und dann ist es langweilig. Wenn das niemand will, gehen wir halt weiter. Und Aber, jetzt sind wir äh, im letzten Quartal, oder was? Ja, jetzt kommt das letzte, nein, die zweite Hälfte. Und jetzt kommt noch Stromrechnung und wir müssen alle 60 Stutz abziehen, oder was? Nein, aber ich habe noch, in meinem Hosensack habe ich noch 50 Franken gefunden, irgendwie. Ich weiß nicht, was die hier machen. Okay, ich will sie. Ich verschenke die gerne an den, der mir folgende random Frage beantworten kann. 15. Wie viele neue Pokémon sind in der 5. Generation, Boah, also bei krass. Pokémon Schwarz und Weiß, neu hinzugefügt worden? Der am nächsten dran ist, bekommt. 72. Du? 120. Du 43. bekommt es. Es waren 156 gewesen. Oh, Gott, damn. Gut. all I do is win, for the record. Also ich bin immer noch der Pokémon-Meister. Ja, Das das ist offiziell, ja. Dafür aber hast du das am ist jetzt wenigsten peinlich Games, Bitch. Gut, gehen wir Die Beste. weiter. In der zweiten Hälfte 2018 kommt das Game raus, das Anthem heisst. Für PC, PS4 und Xbox. Für 200 Franken. Das war ein geiler Trailer, aber der hat die Story richtig schlecht. 200 Franken? Das ist von EA, nicht? Das ist von EA, ja. Ah. Also, das Space Game kostet 70 Franken, aber ich denke, du gehst alle Microtransactions inkludieren, Okay. dass man überhaupt mitspielen kann. Was hast du ja am Schluss für unfair. den Preis? 200 Franken. Nein, das kaufen wir nicht. Okay, das verstehe ich. Gehen wir weiter. Death Stranding, PS4, 80 Franken. Shut up and take my money. Ah, fuck, jetzt bin ich aber im Clinch. Ist mir scheißegal. Im Fall. Nimmst du es? Ja. Wieso? 2 Sätze. 2 sagt Hideo Kojima. Das ist nicht einmal ein Satz, aber gut. Höchstens 2 Wörter. Das längt schon. Gut, für einen kompletten Satz braucht es noch Verb. Also es braucht noch ein Verb. Hideo Kojima ist dabei. Das ist ein Satz. Und der zweite Satz wäre näher, weil wir einfach noch keinen Plan haben, was es wird sein. Okay. Und du lehnst nachher mehr aus, gell? Absolut. Aber der Trailer ist auch wieder Der Trailer ist hure geil. wirr. Aber geil. Ich finde ihn hure wirr. Es Es ist hure geil gemacht, es- natürlich, aber Ich es ist... verliere langsam den Glauben, dass sie wissen, was sie machen. Nein, ich bin überzeugt, dass sie einen Plan haben, hinter allem, was sie dort gezeigt haben. Kannst du bitte das Meme reinschneiden, wo dort so der Hunger ist, so im Laboratorium? I have no idea Ja, what you're genau. doing. Nein, also wenn dir irgendjemand immer einen Schritt voraus ist, dann ist es einfach der Hideo. Das ist immer ein Schritt Absolut. voraus. Und sie haben ja noch einen zweiten Trailer rausgebracht, wo du ein bisschen mehr hast gesehen vom Game und dort hast du dann auch gemerkt, dass da aber das irgendwie die Schwerkraft umgekehrt wird plötzlich und also da wird richtig Crazy Meta- shit. Ich stimme dir voll zu, dass es wirklich ein hure geiler Trailer ich ist, muss aber... ich muss das einfach ich Also würde es schreib's mir nur drauf. kaufen, ich kaufe mir eigentlich nur,
dass man es niemand kann spoilern kann und dass es einfach selber herausfinden kann, was das Shit Ja, ist. klar. Du nimmst es nicht in dem Fall. Ich nehme es So nicht, weh. aber der Trailer, wie der Jason das schon gesagt hat, ist hure geil. 80 Stutz? 80 Stutz. Fabio, du? Ja, ich lehne es nachher vom Jasin aus. Du hast noch 90 Franken. Ja, aber es kommt nachher sicher noch das Game, Also, das ich komm. will. Also Ich weiter. habe nur noch 40 Stutz übrig, das lenkt mir nirgendwo mehr her. Ich schenke das einfach Fabu, wenn es okay ist. Ja, das längt trotzdem nicht für beide. Könnt machen, ist euer Geld. Ja, Nein, nur nicht. noch 90 Stutz. Nein, du hast schon für- gewonnen. Nein, ich habe gar nicht Als gewonnen. nächstes kommt bringt- Bayonetta 3 für die Switch raus, 70 Franken. Wer hat den Switch? Schon mittlerweile 10 Millionen Leute. Die am Verkaufszahlen noch nicht schnellsten verkaufende angeschaut, Konsole ever. Aber gut. Nein, ich passe. Habe ich mir gedacht, ich wollte gar nicht erklären, was es ist. Kennt ihr eh nicht. State of Decay 2 für PC und Xbox für 80 Franken. Ah, das 1 war easy, gewesen, aber Das wäre Ja. etwas für dich. Zombie-Apokalypse, Survival. Aber es ist, Zombies sind eine Hassliebe von mir im Fall. Also es muss hure gut Survival verpackt sein. RPG mit Base Building. Du kannst so dein eigenes Haus bauen und beschützen. hast du das 1 gespielt, Erto? Nein. Der Witz ist, das Prinzip vom 1 war hure geil, gewesen, aber sie haben es einfach technisch hure verkackt. Gehabt. Und das 2 wird besser. Ja, aber darum habe ich keine Hoffnung ins 2 Aha. irgendwie. Okay. Also weißt, auch wenn das Prinzip geil ist, auch wenn sie fähige Schreiber haben und so, auch wenn sie es technisch mit einem grossen Budget schon nicht hergebracht haben, im 1. Ja, sehe ich keine Hoffnung. Ja, das gesehen. Okay, dann Metro Exodus, PC, PS4, Xbox, Oh. 80 Franken. Shut up und sag mir Money. Okay. Wie viel hast du noch übrig? 240 Ah ja, easy. Swimming in Money, Mann. Ich mit meinen 2 Detroits. Ich glaube, der Fabu wird nice traden für das. Nein, Metro bist du doch recht Fan, Nein, nein. oder nicht? Sicher. Ja, ich bin schon mega mit. Du weißt einfach, dass irgendeiner noch kommt und das willst du haben. Ja. Ich weiß es genau. Und der Jasin bekommt es nicht mehr. Ich weiß nicht was. Gut, Metro, wieso hast du es genommen? Auch wieder geiler Trailer. Die Story ist brutal. Trailers. Ich habe einen Kollegen, der Bücher gelesen hat und der schwärmt nur Ich davon. auch. Aber es ist Open World, das erste Mal. Tsching! Ja, eben. Ich kaufe es ja. Gut. Also, Die Bücher wir müssen übrigens weitergehen. sehr zu empfehlen. Gehen wir weiter. Also, Dreams für PS4, 80 Franken. Hä? No idea. Was? Kennt ihr das nicht? Nein. Das neue Spiel von Media Molecule, das Little Big Planet gemacht haben. Oh. Cute, aber no. Ja. Ah, sehr crazy. Gut, ja nicht. Spider-Man für PS4, Oh, 80 Franken. Mm. Du hast noch genug. Ich weiss einfach, dass das letzte Game, das wir springen, sicher nicht 80 Stutz wird sein und das wird mich Das wird die was? Wir entschuldigen uns bei den Zulassern für den Ausdruck. FSK 18. Ja, es gibt wieder ein schönes Piepsen. Rated Nein, ich hoffe es im Fall nicht. Du hast so geschwärmt vom Trailer. Ja, ich weiss. Aber gleich habe ich nicht verloren, weil ich es gewählt habe, den Video Game Awards. Ja, Nein, es ist wirklich noch zu unklar, wie geil das wirklich wird. das stimmt. Aber auch Insomniac, der Mann. Trailer und das Gameplay hat brutal ausgesehen. Ja, aber Ja. das ist auch wieder Open World. Kaching. Genau. Oder? Kannst du ein bisschen mit mehr Euphorie? Kaching! Genau. Und ich finde einfach, bei Open World sind wir an dem Problem angekommen, dass das Spiel absolut repetitiv wird. À la Assassin's Creed und so. Darum Ausser bei Zelda. Darum empfehle ich jedem, dass sie das spielen. Weil es zeigt, wie Open World kann sein. Okay, sehr schön. Aber eben, ich habe einfach Angst, dass bei Spider-Man noch das wird sein. Ja, ich das ist auch- fühle mich generell bei Open World mehr verloren als etwas anderes. Darum ist es für mich absolut kein Argument mehr. Du möchtest gerne geführt werden. Ja, so ein wirklich. Hang. Durch das Game. Betreutes Gamen. Mirror's Edge Ace Oh ist ja. hure geil. Oh ja. Catalyst war schon easy, gewesen, aber mit Open World bist du einfach verloren und laufst tote Wege ab. Ja gut, Schlecht aber das ist Design. halt auch das Ja. Game-Konzept. Ich werde gerne geführt, wirklich. Ich werde gerne geführt. Das habe ich wirklich gerne in Games. Ich habe gerne Ja. Narrative, wo der Erzähler sagt, wir wollen, dass du da durchgehst und ich gehe da durch und es ist geil. Dann kommt vielleicht noch ein Game für dich später. Ich glaube, du Ja. kommst einfach mit der Komplexität von Oder dieser eben Welt nicht klar, dass es Uncharted mehr hat so gut Möglichkeiten gemacht, ist gibt. schon relativ... Entschuldigung, wie das Wort fallen. Das ist kein Problem. Uncharted ist ja sehr linear. Ja, aber trotzdem gab es dir das Feeling von einem Open World. meistens. Die Illusion. Also, wir müssen leider weitergehen. Nämlich zu Shenmue 3 für PC und PS4. Nur 70 Franken. Ja, das kommt aber nicht im 18 raus. Das sagst du. Ja. Das ist auf meiner Liste drauf. Ja, aber Die Liste lügt nicht. das kommt nicht im 18 raus. Keine Ahnung, was es ist. No. Kennst du Shenmue nicht? Nein. Das war ja der grosse Skandal, gewesen, dass sie Kickstarter haben gemacht haben, wo
am Sony-Panel ist vorgestellt worden an E3. Und nachher haben sie x Millionen eingenommen. gehabt. 6 Millionen auf Kickstarter. Ja, das ist extrem schnell gegangen. Boah. Und nachher Nein, ist sie noch irgendwie... eine, oder? Gestartet, nochmal eine Fundraising-Kampagne. Nein, nachher ist es ja von Sony übernommen worden. Ah, ist das so? Ja. Okay, das weiß ich nicht in dem Fall. Aber auf jeden Fall, es ist ursprünglich Dreamcast, Shenmue 1 und 2, legendäre Spiel. So die ersten, die Millionen gekostet haben und ein bisschen cinematisch waren und eine geile Story hatten. Okay. Genau. Aber die haben das Geld nicht eingespielt, weil es einfach mega wenig Leute hatten mit Ja, Dreamcast. auf der Das ist Dreamcast scheiße leider. gewesen. Also, wir gehen weiter zu The Walking Dead Final Season. PC, PS4, Xbox, nur 40 Franken. Von Telltale. Du Ja, hast von ernsthaft Dragon Ball nicht drauf, aber Walking Dead steht von 8000. 40 Franken. Die ganze Staffel. Die ganze Staffel für 40 Franken. Nein. Wieso, dass ich das? 5 oder 6. Okay. Hat jemand von euch Final Frontier gespielt? Nein, ich habe nach der zweiten Staffel... Kommt noch irgendein Also. Spiel, das 40 Franken ist? Das kann ich dir leider nicht sagen. Sag mir das doch bitte. Ich kann dir das leider nicht sagen. Wie viel Geld hast du noch? Ich habe noch 40. Aha. Nein, also... Nein, ich hoffe es nicht. Walking Dead kann ich auch noch warten. Ich spiele das nicht mal, wenn es gratis im PlayStation Store kommt. Wirklich. Wow. Nicht einmal dann. Nein. Ah, hast du nicht Walking Dead Okay. Season 1 gespielt? Gehabt? Ja, Season 1 war extrem geil. gewesen. Aber bis Season, also bei der letzten Season kommt wieder der Schreiberling von den ersten 2 mit an Bord und die Oh. Geschichte fertig Fabu. führen mit der Oh. Clementine. Nein. Oh, boy. Okay. Okay, der oder nicht. Erst zum später. Dann gehen wir weiter zu Soul Calibur 6 auf PS4 und Xbox, 80 Franken. Oh. Nein. Beat'em Up, immer gut zu haben, daheim. Mit Nicht? leicht bekleideter Frau, Yasin. Ich weiß nicht, wieso das ich da erwähnt werde. Also, dann kommen wir zum letzten Spiel vom Jahr. Ich werde jetzt nicht das 40 Stutz bitte. Und das ist Mann. Dragon Ball. Es ist natürlich The Last of Us Part Shut 2, up PS4, and 80 Franken. Take my money. Ja, Das ich kaufe ich gehe. gleich zweimal. Du kannst dir noch Ich kann mir es leisten. noch Wie leisten. viel ist es? 80? 80 Franken. Yeah, da kann ich nachher noch. Gut, wieso? Sagt schnell wieso. Also, das Eis. Ich habe wirklich nicht gewusst, was mir erwartet, als ich das Eis gekauft habe. Ich war einer der ersten. Das war mal einfach wieder so ein random Griff. Oh, ein AAA-Game, das verdammt angepriesen wird. Okay, kaufen wir es mal. Obwohl ich überhaupt nicht, eben, die Hassliebe für das Zombie-Genre ist da. Und dann angefangen und dann, wie liebevoll die Geschichte erzählt wird. Und auch schlussendlich bis auch zu den Game Mechanics und allem, wo mir dann wirklich einfach von der Socke gehauen hat. Und ich kann mir es wortwörtlich nicht leisten, zu verpassen, was im 2 passiert. Okay. Du? Ja, bei mir ist es noch eine spezielle Geschichte. Ich war ja 2012 an der Gamescom in Deutschland. Und dort hat es von den Entwicklern eine Gameplay-Präsentation gegeben zum Last of Us. Und die hat mir hure abgelöscht. Weil wir hure lang anstehen, ja richtig Anschiss gehabt. In der Präsentation hat mir noch jemand den letzten Sitzplatz geklaut, der sich reingeschlichen hat. Dann die ganze Präsentation müssen stehen dort. Und nachher ist das Gameplay gekommen. Und für mich, ich habe mega gedacht, alles was er da spielt, wird nur so marginal ein paar Wörter gesagt. Und ich denke, ja, alles was er spielt ist mega gescriptet und das wird einfach Uncharted, aber in noch gescripteter, weil alles was da passiert ist nicht spontan. Mhm. Ja. Und darum habe ich gedacht, es wird mega scheiße. Und dann habe ich es vom RT mal ausgelehnt, was mir auch gar nicht Das gross... stimmt, du hast es selber gar nicht gekauft. Ja. Nein, aber ich habe es mir nicht mehr gekauft und dachte, ja komm, auslehnen soll ich schon mal. Und dann hat es mich hure überrascht gehabt. Ja. Ich habe es hure geil gefunden. Und darum... Und an alle, die es schon gespielt haben oder noch nicht gespielt haben, spielen jetzt mal auf Survivor durch. Ich habe Das mal ist- angefangen. Vor dem habe ich Angst. Das ist der Ich bin zweite Teil des grennend Schwierigkeitsgrad. ins Zimmer gesagt. aber ich kann euch sagen, das ist the true way to play it. Weil dort geht es wirklich darum, den Infizierten auszuweichen. Du spielst wirklich viel realistischer durch. Das Ressourcenmanagement ist also verdammt schwierig, oder? Dann, das Es ist der nicht grosse super schwierig, du Unterschied. hast weniger Ressourcen, aber du brauchst auch weniger, weil du einfach mehr ausweichst, wie Aha, du in okay. Realität Du gehst nicht so machen. Wenn du aggressiv, wenn ja. du in echt in der Apokalypse wärst, würdest du auch nicht jeden Zombie, der dir über den Weg läuft, über den Haufen schießen. Ja. Totally Ja, would das- do. Also, Ja, also, ich gebe dir im Fall noch meine restlichen 80 Stutz, für das du dir das Geiles leisten. Ziel. Dann kaufst du dir auch noch. Bro, Alter! das letzte Spiel! Ja, Mann. Ja, nein, du musst mir nur 40 geben. Einfach. Die anderen 40 kannst du noch brauchen, um eins von denen zu kaufen. Nein, ist gut. Ist gut. You can have it, bro. Thanks, Bro. Gut, das haben einfach alle gekauft. He?
Ich hätte mir Ich niemals würd's mir so auch A Way Out kaufen, weil der Arthur hat es ja gekauft, wir hätten es teilen können. Tja. Idiot. Wirklich. Gut, Ja. dass man es zusammen spielen kann, wenn es einer nicht hat, haben wir dann später. Das wollte Könnt- ich nicht dementieren. Könnt ihr schnell sagen, was für Games das ihr jetzt auf der Ich- Liste habt und ob ihr zufrieden seid? Ich habe A Way Out, zufrieden. Days Gone, sehr zufrieden. God of War, auch zufrieden. Metro, auch zufrieden. Und jetzt Last of Us, sehr zufrieden. Also ich werde dieses Jahr glücklich mit 390 Franken. Nice. Yassin? Ich habe A Way Out, Far Cry 5, wo ich muss sagen, ist auch der letzte, also least favorite auf dieser Liste. Red Aber Dead du hast müssen, Redemption. weil es Türken sind. Genau. Ja, Kulturen, hä? Man weiß nie. God of War, wo ich sehr happy bin, und Death Stranding, wo ich auch sehr gespannt bin drauf. Und dank dem Erdo kann ich auch noch das Last of Us nehmen, von dem her. Sehr schön. Glücklich. Und du, Webel? Ich habe Red Dead Redemption 2, zweimal Detroit, Geiler Sieg. Vampire und The Last of Us 2. Auch eine schöne Mischung. Ich bin sehr zufrieden. Und, aber was wir sicher auch noch wieder zulegen, was Ende Januar rauskommt, Tommy, 2019, ist Dragon Ball Fighter Z. Das kleine Indie-Game. Ja. Gut. Ist es Open World? Okay. Noch schnell eine kleine Randnotiz zu dem Ganzen. Es waren sehr wenig Switch-Games drauf gewesen, weil Nintendo erst im Januar irgendwann ihre grosse Konferenz wird haben, wo sie alles werden ankündigen. Eine weitere Randnotiz: bei den Preisen habe ich mich an den Preisen von worldofgames.ch orientiert, die also nicht einfach erfunden. Und WOG ist kein Sponsor von Lootcast. Noch eine weitere Randnotiz. Noch nicht. Wir wünschen, sie wären. Genau, wenn ihr gerne Sponsor wollt werden, läutet uns an. Wir haben keine Telefonnummer, aber Aber läutet uns an. Oder schreibt uns Frage Fax. zuerst nach der Nummer und dann Leute da. Gut, also wir haben jetzt über Games geredet, über grosse Games, aber ein Game, wo wir nicht darüber geredet haben, also nicht Dragon Ball, sondern ein anderes, hat der Yassin mitgebracht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Und zwar geht es um The Last Night, ein Indie-Game, wo ich eigentlich bin zufällig drüber gestolpert, wo ich ein neues Lied habe entdeckt habe vom Lorne, das ich auch noch nicht kennt, und habe herausgefunden, dass der Soundtrack von The Last Night von ihm stammt. Und das ist ein Trailer, der 1 Minute und 20 Sekunden geht, und an E3 ist vorgestellt worden aus Xbox Exclusive Game, leider. Aber auf PC, oder? Bin mir nicht sicher. Genau, und es ist ein sehr spezielles Spiel. Man weiß leider noch nicht so viel davon. Und wir tun sicher mal den Link vom Trailer in die Description rein. Schaut es euch doch mal an. Das Lustige ist, es ist Pixel Art und eine Mischung aus 2 und 3D. Und eigentlich entstanden aus einer Cyberpunk Game Contest, wo der Tim Sobe, der Produzent von diesem Spiel, eigentlich den ersten Preis hat gewonnen und somit das Projekt gestartet hat. In relativ kurzer Zeit, oder? 6 Tage. 6 Tage. Genau. Und Der hat sie haben alle Entwickler haben 6 Tage Zeit gehabt, um ein Cyberpunk-Spiel zu entwickeln. Genau, Okay. genau. Und sie waren die Ersten gewesen und haben dann gefunden, sie machen doch an diesem Projekt weiter. Am Anfang der Tim Sobe eben mit seinem Bruder, wo er auch ist abgesprungen, weil der ist nicht mehr drauf. Mhm. Und der hat ja den Trailer auch erst kürzlich oder schon an E3 gesehen. Was haltet ihr so davon? Es scheint vielversprechend. Einfach auch, weil ich so das Cyberpunk-Feel auch jetzt, um so einfach in den Kontext mit Blade Runner zu setzen, wirklich etwas sehr, sehr Geiles finde und wirklich eine spannende Atmosphäre. Wirklich sehr, 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 etwas, was mich sehr fest fasziniert. Ja, für mich war es das einzige Spiel gewesen, an der Xbox-Pressekonferenz, wo ich gefunden habe, Scheiße, wieso kommt es nicht auf PS4 raus? Ich finde die Ästhetik hure geil. Ja. Es ist einfach alles, spricht mich so sehr an. Ich finde es geil, dass es eben Pixel Art ist, aber trotzdem die dreidimensionale Tiefe, die du drin hast, und auch das Lighting finde ich hure geil. Also wie sie mit dem Licht spielen, das von verschiedenen Quellen kommt, von oben, von hinten der Kamera. Es sieht echt alles wirklich so greifbar aus, aber eben gleich in diesem Pixel Art Style, und auch die Musik, falls es die Art von Musik wird sein, die sie in einem Game verwenden, finde ich auch cool und sehr, sehr passend. Also ich würde es sehr gerne gamen. Definitiv. Aber ist es definitiv exklusiv oder ist es wieder so ein zeitexklusives Ding? Ich hoffe, dass es nur zeitexklusiv ist. Einfach an der Entwicklung von diesem Game hat sich Xbox
schon mitbeteiligt gehabt. Mhm. Also das heisst, Aber es ist nicht von den Microsoft Studios. nein, es ist nicht von... published. Also der Tim Sobe, der eben das, an diesem Contest mitgemacht hat und gewonnen hat, der hat später das Projekt weiterverfolgt und ist dann erstmal von Paris auf London gezügelt und hat dort Odd Tales gegründet. Ja. Also die eigene Firma, die das produziert jetzt. Sie haben eigentlich möglichst viel geheim behalten, aber mit der Zeit, wo das Zeug ist durchgedrungen, hat sich dann erstens mal Xbox sehr interessiert dafür und hat sie unterstützt. Dann zweitens hat der UK Game Fund sie noch finanziert, zusätzlich. Das ist natürlich geil, ja. Also staatlich noch. Und dann haben sie noch den Vertrag abgeschlossen mit Raw Fury. Ich weiß gar nicht, was alles Raw Fury rausgebracht hat, die letzte. Ich habe das erste Mal gesehen oder gehört bei diesem Trailer. Ja, aber Sieht ein mir geiles absolut Logo. Ja, geiles Logo. Geiles absolut. Logo, aber sie sind auch, glaube ich, recht neu, aber Okay. etabliert. Ja, Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es exklusiv bleibt, auch recht hoch. Ist ja das Gleiche, also ähnliche Geschichte war bei Cuphead gewesen. Da habe ich auch immer gehofft, dass es vielleicht gleich noch auf PS4 rauskommt, aber es ist ziemlich definitiv, dass es für immer Xbox ja, weil es gibt so wenig Xbox-Exclusives Genau. im Vergleich zu PS4 und die werden versuchen, die glaube um jeden Preis zu halten, außer sie können mehr Geld machen, indem sie es öffnen. Und das habe ich das Gefühl, das ist bei den wenigsten Titeln so. Ja, aber sie sind ja bis jetzt recht schlecht im Titel halten. Also Ja, aber eben, so nicht bei vielen Titeln. darum glaube ich, dass sie es umso mehr werden versuchen in Zukunft. Ich glaube nicht, dass sie werden aufgeben damit. So. Also falls sie es später noch auf Playstation rausbringen, würde ich sicher gamen und wenn das niemals wird kommen, dann ziehen wir halt das YouTube-Video rein, wo das ganze Walkthrough drin ist. Also, Ja, Jungs, was ist das Problem? Kaufen noch einfach eine Xbox. Nee, aber du Ah, hast ja, je länger, umso weniger einen Grund, eine Xbox zu kaufen, Wirklich? weil du eben alles auf dem PC nachher kannst gamen. Ja, gut, ich Du habe kannst einfach jetzt dann sogar schon müssen, wo auf dem PC Halo ist spielen. gekommen. Das ist... Ich habe kein anderes Game auf der Xbox außer Halo. Aber du wirst die künftigen Und Games, es hat sich die künftigen Halos wirst du auf PC können gamen. Weil sie eben das eine One Plattform... System, ja, ja. aber ja. wie lange möchte ich warten? Nein, das Solange wird es zeitgleich nötig kommen. ist. Halo, Nein. Halo Wars 2 ist ja auf beidem erschienen. Ich sage es mal so, Raw Fury, wenn ihr jetzt zuhört, wenn es auf PS4 rauskommt, ich kaufe es mir zweimal. geil. Und auch dreimal, wenn es nötig ist. Das ist eine Ansage. Das ist, wenn das jeder macht, überlegt euch mal, wie viel Geld das ihr macht. 3-mal mehr. Quick Maths! Ja, und das Interessante an diesem ganzen Game ist halt auch, dass der Hersteller, also der Chef von dieser ganzen Geschichte, eigentlich mal Designer war für Cartier und sich hat inspirieren in Hongkong, wo er 2012 war. Auch ganz cool, von IGN hat er, also von IGN gibt es ein Video, wo er eigentlich erklärt, wie das Spiel eben entstanden ist und wie sie es entwickelt haben und wie es eben auch zu dem Trailer ist gekommen, wo E3 ist präsentiert wurde. Ja. Und das haben sie innerhalb von, glaube ich, 40 Tagen oder so, zu viert Teilzeit hergebügelt einfach mal. What? Okay. Und wenn er fährt an erklären, wie dass sie das alles geordnet haben, sind glaube ich 18 einzelne Shots von Szenen Ja. und mit eigentlich 2 Höhepunkten und dann einen recht rapiden Abfall, um die Leute eigentlich zu verblüffen. Und der Horizont, der am Anfang schräg steht, dass man merkt, da ist etwas nicht okay und er gerade wird, um die Emotionen überzubringen, dass es ein langweiliger Moment ist, also Okay. ein ganz banaler Moment und dann wieder ziemlich stark schief steht, dass, Okay. wo dann die Probleme anfangen. Und mit der Musik und ich glaube einfach die Atmosphäre ist das, was mich extrem mitgerissen hat, wo mich einfach... Das Blade Runner Flair. Ich Genau. finde nicht so andere Es- Worte es- für das, ja. Blade Runner, er erwähnt auch noch weitere Animes, die eben so in Hongkong spielen mit diesen Neonfarben. Das ist geil, ja, die sozusagen, wo- Neon-Sachen. Ja. Übrigens, es kommt definitiv auf PC raus, habe ich gerade nachgeschaut. PC, Mac und Linux. Nice, ich spiele es auf Mac. Linux. Was spielt auf Linux? Nerds. Du? Ja, und eben von der Story ist eigentlich noch nicht so viel erzählt worden, aber man sieht im Trailer, dass es erstens in Paris irgendwann so postapokalyptisch anfängt und dann in weiterer Zukunft irgendwann weiterspielt. Also es passieren recht viele Sachen. Nebenbei das Originalgame, eben The Last Night, wo in diesem Contest ist entstanden, ist immer noch
online gratis zum Anspielen verfügbar. Also die interessiert wären, könnten sich sicher dann auf thelastnight.com gehen. Das ist wirklich geil. Ich glaube, reinziehen. den Trailer auf E3, also auf YouTube gesehen, von E3, ich bin ziemlich zeitgleich, als ich es gesehen habe, ich glaube, mit Tommy auch geschrieben, bin gut auf den Link und habe es gut gespielt und das ist wirklich, also ich glaube, der E3 hatte nicht so einen pompös krassen Trailer gehabt. Es war, glaube ich, recht kurz gewesen. Aber es hat mich so krass gepackt, dass ich es dann wirklich gezockt habe und seitdem, dass du es jetzt heute erwähnt hast, steht der Entscheid fest, das Game muss her. Absolut. Also, wenn das auf der Liste vorher drauf gewesen, hätten wir es alle gekauft. Ja. Oder? Ja. Ich schon. 3-mal sogar einige. 5-mal. Okay. Für alle. Okay. Fabu, du hast noch ein Thema. Ein schreien. Mal ich muss. Fabu, du hast schon ein Gehört anderes so. Thema. Ja, hallo. Ja, ich würde gerne über einen ganz krassen Superdeal reden. Jetzt Yeah. aber nicht gerpset. Es ist im Dezember ist echt die News schon gebrochen und jetzt war man ein bisschen am Spekulieren die letzten Tage, Wochen und jetzt hat es noch ein paar Einzelheiten mehr gegeben. Und zwar geht es um einen Disney-Fox-Deal. Ich nenne es bewusst Disney-Fox-Deal und nicht Disney-Fox-Übernahme oder Fusion, weil es effektiv nur ein Deal ist und nicht eine 100% Übernahme ist und aber auch keine Fusion ist, sondern eben wirklich ein facettenreicher Deal ist. Habt ihr davon schon irgendetwas gehört? Ein facettenreicher Deal. Ja. Es hat sehr viel, ich meine, es hat sehr viele Aspekte, wo man auch noch gar nicht alle Konsequenzen wird können absehen davon. Ich habe davon gehört, aber habe nur Headlines und so ein paar Ziele dazu gelesen und weiss nur so den Grundriss vom Ganzen. Ja. Also die meisten Titel, die man jetzt findet zu den News, sind so Sachen wie die X-Men kommen endlich zu den Avengers. Genau, zum Beispiel. Ja. Genau. Das ist aber eigentlich nur ein Bruchteil davon, was abgeht. Mhm. Zwar haben Disney, was einer der grössten Medienkonzerne ist auf der Welt. Wenn nicht das Größte, oder? Ja, das müssen Fachleute entscheiden. Aber ja, wo ja letztes Jahr Star Wars erst gekauft haben und die neuen Filme aufgelesen haben. Und Fox, wo auch extrem viele Marken besitzen, die werden jetzt eben Hand in Hand weiter in die Zukunft schreiten. Zwar habe ich einerseits viele Zeitungen jetzt, dazu gelesen, aber andererseits auch noch 2 Interviews mit dem CEO, Bob Iger, der jetzt seit 16 Jahren schon der CEO ist von Disney, von ihm gelost. Und zwar so ein bisschen die Eckpunkte. Der Deal ist also wirklich massiv. Es sind da über 52 Milliarden, die Disney jetzt aufwirft, zum Anteil von Fox zu kaufen. Über 52 Milliarden zum Anteil von Fox kaufen, das Ja. ist verdammt viel. Und zwar hat nachher, und um mal ein bisschen Dimensionen zu zeigen von dem Deal, nach dem Deal, wenn er approved ist, also das ganze Prozedere wird etwa 18 Monate gehen, Ja. bis die Behörde approved ist, damit es so nicht heisst, es ist nachher nur ein Monopol oder so Sachen. Nachher haben die Aktieninhaber von Fox 25% Anteil an Disney. Ja. Also da sieht man, wie gross das Fox eigentlich auch ist, dass es nicht nur ein kleiner Fisch ist. Und jetzt gibt es eben das, wo alle Nerds darüber reden, Marken können fusionieren theoretisch. Eben die Avengers, die zu Disney gehören, Star Wars, die zu Disney gehört, zu Fox, wo die X-Men gehören, Deadpool dazu gehört, Fantastic Four. Die könnten jetzt rechtlich gesehen nachher in gemeinsamen Filmen auftreten. Was aber der Chef von Disney gesagt hat, was ihm das viel grössere Anliegen ist an dem ganzen Deal, ist die Reichweite erhöhen von Disney. Mhm. Ja. Vor allem in Indien sei Fox noch viel stärker verbreitet. Okay. Und ja, weißt, Okay. es gibt noch mehr Märkte, das in Europa und in Amerika. Indien ist ein aber ich Riesenmarkt. verstehe nicht, was da der regionale Unterschied ist. Ja, du hast regional ganz andere Verteilungen. Zum Beispiel hast du ja in Amerika ganz andere Anbieter. Ich meine, HBO hat da in der Schweiz oder in Deutschland hat es sehr wenig Leute, in Amerika aber extrem viel. Disney hat jetzt zum Beispiel einen eigenen Streamingdienst gesagt, dass sie lancieren werden. Das war im letzten Sommer, wo sie es gesagt haben, mit all ihren eigenen Filmen und Serien. Stimmt, das ist natürlich kann ein guter Grund sein. Also, Genau. das ist auch ein Vorteil, wenn du deine Bibliothek so kannst erweitern kannst. Fox hat natürlich ein riesiges Repertoire an Filmen und an Serien.
Und die sind im Moment alle noch sehr viel auf Netflix. Disney wird ja alle ihre Sachen, oder die meisten von ihren Sachen von Netflix wegnehmen. Und ob Fox die Sachen auch noch wegnehmen wird sich dann zeigen in der nächsten Zeit. Und dann könnte es natürlich sein, dass wir da einen massiven Netflix-Killer haben. Jetzt ist es nämlich auch so, im Moment gerade hat Fox 30% Anteil an Hulu. Kennt ihr den Hulu? Ja. Hulu kenne ich auch nur von Family Guy, weil das... Und American Dad, ja. Das brauchen dazuland aber auch nicht viel. Aber in Amerika ist es schon verbreiteter. Macht aber im Moment immer noch Defizit. Also hat recht Verlust im Moment. Aber Disney hat bis jetzt eben 30% gehabt, Fox 30%. Und jetzt, wenn sie den Deal machen, haben sie ja die Mehrheit. Können sie es natürlich backen. Und der Bob Iger hat gesagt, er sieht eine grosse Zukunft für Hulu und will dafür investieren. Und dann werden die nachher ein riesen Massive Entertainment Vieh haben. Also der Hulu ist dann nicht der Streamingdienst von Disney, der sie aufbauen wollen. Ja, die Frage ist, ob sie nur nur... separat. Die Frage ist, ob sie... Oder wie? Ja, sie haben ja angekündigt, den Streamingdienst im Sommer schon, bevor sie gewusst haben, dass sie den Deal machen werden. Aha. Das heisst, jetzt sehr kurzfristig ist der Deal zustande gekommen. Also schon ein paar Wochen und Monate, aber den eigenen Streamingdienst haben sie vorher schon im Auge gehabt. Und ob jetzt der eigene Streamingdienst einfach wird Pläne für den in neuen Dienst übergehen, oder ob das etwas komplett Neues wird geben, oder ob sie einfach alles in Hulu reinschmeißen, das ist noch unklar. Vielleicht übernehmen sie auch nur Technik. Der Bob Iger hat auch gesagt, sie sind einfach froh, dass sie von Fox extrem viel Know-how und Technik übernehmen können. Wer ist der Bob Iger? Der Chef von Disney. Okay, thank you. Genau. Thank you. Lösch das auch raus. Noch Fun schnell Fact zum Bob Iger übrigens. Okay. Bob Iger überlegt sich auch, Die Schweiz aufzukaufen. als Präsidentschaftskandidat für die USA anzutreten. Oh Sicher Gott, nicht. nein. Ja. Nein, ohne Scheiß. Ja. Oh. Ja. Ja, die Medien hat er ja schon unter Kontrolle. Ja, nein, das ist... Ja. Fake News. Nein, noch schnell zurück zu Netflix. Ich kenne im Fall nicht mehr viele Leute, die Netflix schauen, weil es ein hure krasses Filmangebot ist, sondern weil sie einfach sehr, sehr geile Eigenproduktionen haben. Die meisten, die ich kenne, sind einfach wirklich nur Netflix noch am brauchen wegen Eigenproduktionen. Ja, darum will Disney eben jetzt auch immer mehr selber machen. Darum wollen sie eben nicht mehr Netflix und so Sachen zur Verfügung stellen und Sachen einkaufen, sondern darum eben akquirieren sie Fox, dann gehört ihnen das alles. Ja. Das ist eben der Plan, dass sie eigentlich... Netflix hat jetzt auch noch gezeigt, wie man es macht. Am meisten Gewinn machst du durch das, dass du eben Sachen hast, die dir gehören. Ja. Und das Prinzip macht jetzt eigentlich Disney einfach nachher. Ja. Aber könnte das nicht eigentlich den Nachteil mit sich bringen, dass man dann viel zu viel im Angebot hat? Nein. Sicher, also ich fühle mich dann ein bisschen überfordert mit dem Angebot. Viel zu viel im Angebot. Weißt du, wie viel Mal ich mit einem Kollegen Netflix aufgetan habe, einen Film gesucht habe und der neueste Film war irgendwie aus 2013 gewesen. Und da ist das Problem sicher nicht, dass es zu viel Angebot haben, weil dort ist das Problem immer, dass es zu wenig Angebot Ja, aber bei Netflix habe ich das Gefühl, ist im Moment so ein bisschen die Tendenz, dass das Problem ist, dass es zu viel schlechte oder mega komisches Zeug hat, vor allem von der Eigenproduktion. Ich stimme dir voll zu, ja. Es ist wirklich so, es gibt so viel Du hast so viel Sicht mehr, was für Netflix Originals es gibt. Aber es gibt so viel krass Schlechtes. Ja. Es ist wirklich wie der eine South Park, Genau, jetzt wo habe ich du einfach sagen. anrufen kannst und er ist einfach irgendwie ein nötiger Netflix-Mitarbeiter dort und er sagt dir, ja komm, du musst mir schnell pitchen, und dann erzählst du irgendeinen Bullshit und dann sagen sie, yes Mann, wir backen dich. Das habe ich wirklich das Gefühl im Moment. So ein bisschen am Übertreiben sein, vielleicht auch sich zu rüsten, um möglichst eine breite Palette zu haben, wenn dann irgendjemand anderes so etwas aufbauen will. Einfach mal alles ausprobieren und schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das ist auch nicht schlimm, lassen wir es sein. Und das, was funktioniert, das wird nicht gross gemacht. Ja. Ja, sehe ich auch so. Kann ich vor allem mit der Marvel-Serie sehr unterschreiben. Daredevil ist geil. Ja, ich weiss. Iron Fist ist schlecht. Ja. Und Defenders ist auch. Das haben wir schon in irgendeiner Das haben wir Episode. schon drüber geredet. Das können wir immer wieder erwähnen. Aber es kommt immer wieder. Daredevil hure geil, Iron Hure Fist geil. hure schlecht. Ja. Beides nicht geschaut, aber egal. Hat jemand von euch Bright gesehen? Ja. No. Mit dem Will Smith? Mit dem Will Smith. Das ist ja das Publikum, also du hast ja auf Rotten Tomatoes gesehen, Ja. Hure gut, aber die Kritiker haben es vernichtet. Hast du das? Ich habe es nicht geschaut. Du hast es geschaut, was würdest du so... Jeder Film geschaut, er ist weird. Er ist hure krass, weil... Ach, das ist von Netflix? Ja, das ist Netflix. ist eine Netflix-Produktion. Sieht aber ziemlich teuer aus, darum frage ich, ist so... Ja, es ist glaube ich nicht Prestige. eine hure billige Produktion Gell. gewesen. Also, der Film ist einfach komisch. Also
würde per se niemandem einfach so weiterempfehlen als hey, du musst jetzt das Okay. unbedingt schauen. Das gar nicht. Aber es ist vielleicht spannend zu sehen, was Netflix mit Filmen machen will. Aber ich check es im Fall nicht ganz. Aber ein richtig geiler Film ist bis jetzt wirklich noch nicht rausgekommen von Netflix. Das stimmt, ja, das ist nicht... Ja, das ist absolut. Dabei haben sie schon Brad Pitt auch schon an Bord Ja. gehabt, Ja. da mit War Machine, aber er war auch nur so... gewesen. Ja, irgendwie jetzt der grosse Kracher fehlt. Serien können sie, aber Filme nicht. Ja, aber Serie auch nicht. Vielleicht macht das nicht Disney besser. Maybe stick to it. Ja, sehen wir dann. Eine grosse negative Konsequenz von diesem Deal, die ich noch ganz kurz anreißen will, einfach nur zum sagen, dass es nicht nochmal um Comic-Helden geht, die fusionieren könnten. Es ist schon gesagt worden von Disney aus, sie prognostizieren rund 2 Milliarden in Cost Savings durch den Deal. Durch Shit. Optimierungen. Kannst du noch mal sagen, wie viel? Ja, 2 Milliarden Cost Savings. Durch die Zusammenlegung von Ressourcen und alles. von Ressourcen, genau. Wisst ihr, was das bedeutet? Nein, Das sag sind sie. 2 Milliarden in Jobs, die verloren gehen. Ah, okay, so. so. Cost Savings, okay. Ja. Also man redet, Ja. man redet nachher natürlich optimistisch von Synergien, aber das heisst natürlich einfach, dass die eine vom HR den Job nicht mehr hat und die andere hat ihn weiterhin. Also, Genau. Okay, ich glaube einfach nicht, dass der Präsident wird. So. Yasin? Du hast es ja nicht mitbekommen. Was Weißt lässt du, du? aktuell Präsident ist in Amerika? Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? They took a job. Auch die American Writers Guild hat den Deal auch nicht gut geheissen, weil sie das Gefühl haben, dass es zu einem extrem toxischen Klima könnte führen in Zukunft, weil du halt wirklich nur noch eine grosse Produktionsmaschinerie hast und wenn du es dir mit jemandem verscherzt, hast du nachher keinen Job mehr und hast einfach ein viel Ja, gut, grösseres Problem. Geil. Ein sehr cooler Komiker hat es mal auf den Punkt gebracht, ich glaube letztes Jahr war es. Er hat gesagt, bis etwa 2012 oder so ist der Satz «Anything is possible» ist motivierend gewesen. Und da habe ich gedacht, yeah, anything is possible, ich kann alles machen. Und seit letztem und vielleicht auch dieses Jahr, wenn jemand sagt «Anything is possible», denke ich auch, nein, anything. Dann nicht. Ja. Ich möchte noch schnell dazu sagen, Kapitalismus, Mann. Das ist geil bis zu einem gewissen Punkt. Und dann gibt es Ja. manchmal so Sachen, wo du denkst, ist es unbedingt nötig, dass du jetzt noch grösser wirst. Einfach, dass du grösser bist geworden. Einfach, dass du noch ein bisschen mehr Geld machst. So, wenn du die Zahlen anschaust, ist unglaublich. Und die Konsequenz eben, was für einzelne Leute bedeutet, echt krass. Mhm. Ja, es hat halt immer zwei Seiten, oder? Eben, Immer. Welche zwei Seiten denn so ja sind? wenn so etwas passiert, Ja. wenn man fusioniert, oder? Dann hast du eine viel größere Macht, sozusagen, ein viel grösseres Kapital. Das heisst, wenn jetzt eine neue Firma würde entstehen, die bessere Filme rausbringt, würde man die sofort aufkaufen. Aber auf der anderen Seite so einen riesen Konzern zu führen, ist halt auch schwierig. Und birgt das Risiko, dass es dann völlig auseinandergeht. eigentlich. Also du hast jetzt 2 negative Sachen gesagt. Aber zwei Sachen. Also, sind zwei Seiten. Nee, nicht ja, gesagt, ich zwei habe nicht gesagt, das ist ich habe nicht gesagt, das ist negativ. Ja, aber es ist negativ. Sie werden aufgekauft, ist negativ, oder? Genau. Also, muss nicht sein eben. Okay. Noch schnell eine Frage, kann das irgendeine Auswirkung oder irgendeine Verbindung auch mit der ganzen Netzneutralitätsdebatte haben, wenn du so einen grossen Player hast, wo je nachdem natürlich, wenn du die Netzneutralität nicht mehr hast, jetzt im Vergleich kleinere Anbieter, wenn wir jetzt über Streaming reden, wie Netflix, könnte ausbremsen im Sinne von Tommy, bevor wir Zugang weiterreden, du doch schnell erklären, was Netzneutralität bedeutet. Netzneutralität bedeutet, Sätze. also ich glaube, das kann man nicht kurz erklären, aber Aber wenn wir schon anreißen, dann müssen wir noch... also gut. Es bedeutet einfach, dass alle Daten gleich behandelt werden im Internet, egal von wem das sie kommen und egal was für Daten das sind und dass Netzanbieter nicht das Recht haben, irgendwelche Daten von irgendjemandem zu priorisieren. Und jetzt, wo das weg ist in den USA, de facto, können das Netzanbieter machen und dann können natürlich grosse Anbieter, die viel Geld haben, grosse Content-Anbieter, können dafür zahlen, dass ihre Sachen rundlaufen und die kleineren Anbieter können das nicht.
Darum geht die ganze Offenheit vom Internet bis zu einem gewissen Grad verloren. Wenn ich das also höre, wenn das immer so grösser wird, ist es natürlich im Zusammenhang mit dem könnte das auch irgendwelche Konsequenzen haben, kann ich mir vorstellen. Wobei man muss sagen, dass die Netzneutralität auch erst nur kurz in Kraft war und man vorher ja auch nicht mega Auswirkungen hat gesehen hat. Was? Die ist gar nicht lange in Kraft, sie ist unter Barack Obama in Kraft getreten, die Netzneutralität. Und Das- erst kürzlich wieder abgeschafft worden und vorher hat man auch nicht grosse Auswirkungen. Das ist eine Aussage, die ich so nicht würde unterschreiben würde. Aber darum werden wir hier auch nicht weiter darüber diskutieren. Wir können es dann eher als Korrektur in der Beschreibung hineinfügen. Aber ich würde es so nicht unterschreiben. Okay. Fun Fact, ich habe keine Ahnung. Fun Fact, Aber merci, dass es Ich es bin Das würde ich schnurren. unterschreiben. Fun Fact, die Simpsons haben es vorausgesehen. Ich zeige euch Das hat das Simpsons Bild. nicht vorausgesehen. Ich zeige euch das Bild und ihr könnt beschreiben, was ihr seht. Ich glaube, ich habe es schon gesehen. Ja. 20th Century Fox, a division of Walt Disney. Das Bild von Simpsons, wo eben, Wann war es? erratet mal, Vermutlich schon vor 15 Jahren oder so. mehr, Schon? 1998. Hast du es fact-checkt? Ich habe schon Season Sachen 10. gesehen, wo Leute sagen, Simpsons haben es vorausgesehen und es stimmt einfach so nicht. Es ist Ich bin jetzt nicht Season 10 kaufen und Aha. schauen, Fake News, Mann. aber ich vertraue den Leuten, die mir das erzählt haben. Okay. Ich habe erst gerade das Video gesehen, dass Trump-Supporters 3-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, Fake News zu konsumieren als normale US-Bürger. 3-mal. Und das sind die sich am meisten darüber aufregen. Ich tue noch kurz zur Vollständigkeit halber die Marken sagen, die jetzt auf Disney übergehen. Und eine, die mich extrem interessiert, was damit noch passieren in Zukunft. Okay. Also die X-Men gehen über, Deadpool geht über, wobei man muss sagen, Deadpool 2 ist safe, der wird nicht Ach, nice. umgeschnitten oder irgendetwas. Und der Bob Iger hat auch gesagt, es bleibt Platz für einen R-rated Deadpool. Hat er gesagt. Ich nehme ihn beim Wort. Fantastic Four, Simpsons, Futurama, Avatar. Avatar Land sind sie ja schon bauen. Im Disneyland. Aliens, Ice Age, Planet of Apes, Buffy, The Vampire Slayer, Ah, Gott. How I Met Your Mother, Okay. The X-Files, Dragon Ball und Firefly. Oh. Kennt ihr Oh, den Firefly? oh boy. Ja. Das Ähm, ist ein Ultra-Nerd-Boner, ist das. Ja, Firefly, so richtig geile Serie. ich glaube, Weltraum es nicht. Cowboys. Star Wars Rebels erinnert mich aber immer wieder ein bisschen an Firefly. Mit dem Joss Whedon, oder? Joss Whedon, genau. Wo ja Avengers und weiss ich was alles. Ich kann gegen noch nicht directed verstehen, hat. dass die nicht backen worden für eine zweite Staffel. Ja, das Verstehe ist ich, also, sehe ich nicht drin. eine extrem geile Serie, die viel zu früh aufgehört hat. Serenity war nachher der Film, den es gegeben hat, Mhm. von Fox aus. Dort kann es sein, dass wir eventuell etwas hören in die Richtung. Hoffe ich. Merci vielmals, Fabio, auch für dein Thema. So, wir machen hier Schluss. Das war die 4. Episode von Lootcast. Wir wünschen euch ein schönes neues Jahr weiterhin. Warte. Vergessen. Ah. Unsere stimmt. Undercover-Missionen. Unsere Undercover-Missionen. Also, fangen wir an beim Yasin. Was hast du für einen Auftrag gehabt? Ich musste ins Mikrofon rülpsen. Was ich gemacht habe. Du hast es gemacht, ich mich erinnere. Stimmt. Ja, aber es Von ist wem so hast du den lustig. Auftrag gehabt? Hä? Von Von wem mir. hast du den Auftrag? Vom Von der Artig. Von der Artig, 100%. Okay. Yes, Yasin hat neu 3 Punkte. Fabio, was hast du gehabt? Ich bin verdammt unsicher, ob ich es wirklich zweimal gemacht habe. Ich habe es nicht gehört. Also ich habe es einmal auf 100 gesagt, das zweite Mal habe ich es glaube ich verkackt. Der Auftrag ist sag von mal. mir gekommen. Ich musste das Jahr 2019 sagen, wenn es um das Jahr 2018 ist gegangen. Ja. Und einmal habe ich es gesagt bei den Games, Das ist mir auch nicht aufgefallen, glaubt ihr. Aber aber weiss das zweite nicht. Mal habe ich es ich glaube, wirklich verhängt. Nachher, Scheiße, Ja. verdammt. Fabio hat keinen Punkt mehr. Ja. Das Domi. heisst, du bist immer noch bei 2. 2. Also ich hatte den Auftrag, wiederkommen, einmal die gleiche Aussage von einem anderen. Und das habe ich... Hä? Von Genau, mir. das habe ich vom Jasin gehabt. Was hast Das habe ich einmal gemacht, wo du gesagt hast, das mit den 52 Milliarden, Fabio. Ich weiß nicht mehr genau, wie die du? Ah ja, Aussage stimmt. war. Ja, das Habe ich hast genau du das Gleiche nochmal gesagt. Einfach no Mehrwert, aber ich habe es noch gesagt. Safe, Tommy, safe. Ich habe vom Fabio gehabt, dass ich zweimal... Punkte. Genau. Genau. Ich habe vom Fabio gehabt, dass ich zweimal übertrieben begeistert jemandem soll zustimmen außer dem Fabio. Und das habe ich zweimal gemacht. Einmal mit Yassin und einmal mit Domi. Wenn? Bei dir habe ich es gemacht,
wo du über Netflix etwas gesagt hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es war. Aber einmal, wo du gesagt hast, es ist sehr viel Scheiße, da habe ich ich denke, ich habe so einen guten Punkt gemacht. Nein. Und Yassin, bei was habe ich dem Yassin zugestimmt? Bei allem etwa. Ja, bei allem, eben. Also es ist safe to say. Also, neuer Punktestand, Yassin 3, Fabio 2, Tommy 2, ich 2. Nice. Spannend. Es geht weiter nächstes Mal. Das war Lootcast. Ihr wisst, wo ihr uns findet, auf YouTube, Soundcloud. Ja, Soundcloud kommt jetzt wieder, da haben wir jetzt Soundcloud gerade noch ein kommt Problem. jetzt Aber ihr könnt uns jetzt schon mal provisorisch, nein nicht provisorisch, aber schon mal vorsorglich abonnieren auf eurem Favorite Podcast App oder auf iTunes. Das ist der Unterschied zwischen vorsorglich und provisorisch. Provisorisch heisst nur vorübergehend. Vorsorglich heisst, Das mach schon mal. präventiv. Ja, jetzt haben wir es Ja, verwechselt. genau. Ich habe so viele Fremdwörter in meinem Kopf. Im Moment haben wir gerade ein Problem mit Soundcloud, wo unser Podcast-Hoster ist, aber das wird sich gleich klären und dann sind alle Folgen da oben und dann könnt ihr dort auch unterwegs, wo ihr auch immer seid, uns hören. Yes, das ist es etwa. Gibt es noch etwas zu sagen? Habe ich etwas Feedback vergessen? ist immer sehr willkommen. Feedback. Ja, lasst doch uns etwas hin in den Comments. Yes. In den Comments, ja, Comments. gerne. Ja, droppt ein paar Kommentare. Ja, Mann! Droppet sie! Also, Tschüss Und zusammen. liket das Video. ciao zusammen. Hiermit gutes Neues an alle, ausser Ajit Pai. Tschüss!